Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und da gehen wir mal rein. Noch haben sie gute Laune. Ja, vom Dieter. Eine Minute hinten dran, die holen wir gleich auf. Ja, servus, der September, der hat's in sich. Transferschluss, Länderspiele, Champions League, Pokal und natürlich die Fußball-Bundesliga beginnen morgen. Mit dem Topspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt die Medienrunde, wie gewohnt, mit Thomas Tuchel. Thomas, servus. Und servus. Los geht's bitte, vorneweg. Torben Hoffmann für Sky. Tuchel hat auffällig gute Laune. Lange nicht gesehen bei ihm. Wahrscheinlich, weil da noch nicht feststand, dass wir keinen Sechser verpflichtet haben. Weil da war noch so, alle haben das Go gegeben, endlich. Und nichts ist passiert. Thomas, weil gestern die Auslosung war, vielleicht nochmal ein paar Aussagen zu den Gegnern in der Champions League. Vielleicht auch die Gruppe Dortmund, ist ja auch nicht ganz so easy. Und abschließend eine Junge, wir sind hier beim FC Bayern, wir haben keine Gruppen von Dortmund zu beurteilen. Frage, ist Palhinha jetzt der Sechser, den Sie sich erhofft haben? Na, da kommt das Grinsen. Und heute so. Wo soll ich jetzt anfangen? Wir haben eine attraktive, eine starke, eine schwere Gruppe, weil es gibt keine leichten Gegner und keine leichten Gruppen in der Champions League. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist, es ist eine easy-peasy-Gruppe. Mache ich ein extra kurzes Video zu. Persönliches Gefühl immer. Jedes Gruppenspiel, das du auch aus der Favoritenrolle dann eventuell bestreitest, ist einfach schwer, weil die Rollen klar verteilt sind. Wir haben natürlich mit Manchester United einen richtigen Brocken und eins der besten, schwierigsten Stadien zu spielen. Und dann ist Kopenhagen Galatasaray, junger Trainer. Neu für die, und nicht neu, aber junger Trainer und großer Erfolg jetzt mit der Qualifikation für die Champions League in Kopenhagen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Auch gutes Stadion, enges Stadion mitten in der Stadt, gute Location zu spielen. Und Gala, gut, weiß jeder, haben eingekauft und ist super emotional. Das muss alles gespielt werden. Egal, ob andere denken, das ist auf Augenhöhe oder wir sind die Favoriten, anders geht das nicht in der Champions League. Aber das sind sehr attraktive Lose und ich hoffe, unsere Fans freuen sich drauf und wir können ihnen das bieten, was wir von uns erwarten. Die Dortmund-Gruppe ist auf dem Papier mit Sicherheit die absolut schwerste, namhafteste der Gruppe, auf jeden Fall. Und was war das andere? Vergessen. Gut, zum Transfer kann ich jetzt. Ich weiß, der ist noch nicht bei Ihnen unter Vertrag, aber vielleicht können Sie, oder kannst du ihn noch so ein bisschen trotzdem als Spieler charakterisieren, was so seine Stärken sind. Und dann kommt er nicht zu uns und dann habe ich über einen Spieler geredet, der bei uns nicht unter Vertrag ist. Also ein paar Stunden. So, das dir also schenken. Ein paar Stunden dauert es noch. Und wir versuchen, unsere Mannschaft zu ergänzen und zu verstärken. Haben wir die ganze Zeit versucht und es scheint auf eine Last-Minute-Entscheidung rauszulaufen. Und it is what it is. Im Moment ist. Auch dazu gibt es ein extra Video, Leute. Sonst wird die Reaction hier den Rahmen sprengen. Aber auch da können wir ein Fazit ziehen. Wir haben gute Transfers getätigt. Aber viel zu spät die Initiative ergriffen, was jetzt mit der Rechtsverteidiger und defensive Mittelfeldposition anbelangt. Und haben uns damit lächerlich gemacht und sind auf die Schnauze gefallen. Punkt. Nur schon mal das Fazit vorweg, aber im anderen Video werden wir da ein bisschen upragen darüber. Das ist auch der Fokus jetzt von mir im Trainerteam, gerade Gladbach die Sitzungen vorzubereiten, unsere Mannschaft vorzubereiten und uns nicht zu sehr abzulenken, was schwer ist zugegebenermaßen. Und es ist aufregend und bleibt spannend. Weiter geht's hier vorne. Heiko Niederer für Bild, bitte. Dann wechseln wir kurz das Thema. Überraschung gestern auch Leon Goretzka nicht bei der National. Das ist für mich keine Überraschung. So sich die Leistung angucken, die er die letzten Monate gebracht hat, Alter. Weil er jetzt mal 2 mittelmäßige Spiele gemacht hat, wurde er schon wieder gehypt von manchen Bayern-Fans, Alter, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Was ist denn los? Hat er da einmal eine überragende Leistung gezeigt? In einem von den beiden Spielen, die er gespielt hat? Also ich habe die nicht gesehen. Ja, es war eine ordentliche Leistung, keine Frage. Es gab wenig zu kritisieren. Was heißt wenig zu kritisieren? Es gab schon genug zu kritisieren. Aber es war jetzt keine Bombenleistung, Alter. Punkt. Ja.
konsequent wäre, wenn man dann die anderen Pappnasen auch nicht einladen würde, wie ein Kimmich und so weiter. Aber Thema Nationalmannschaft fange ich erst gar nicht mit an, da steigere ich mich gar nicht erst rein. Da bin ich auch nicht im Thema, ich kann nur unsere Leute beurteilen und dass ein Goretzka nicht bei der Nationalmannschaft ist, hat er sich in den letzten Monaten verdient. Punkt. Nationalmannschaft, war das für Sie auch überraschend? Verstehen Sie die Entscheidung von Hansi Flick und ist das vielleicht auch für ihn so ein bisschen Signal, noch mehr zu machen oder wie bewerten Sie die Entscheidung? Nee, das ist das Signal, genauso weiterzumachen. Ist doch logisch, oder? Wenn du nicht eingeladen wirst, solltest du genauso weitermachen, damit du wieder eingeladen wirst. Stupidity. Das ist immer ein Signal mehr zu machen, wenn du auch mal eine Enttäuschung persönlich hinnehmen musst. Und eine überraschende Enttäuschung jetzt für Leon kann das nichts anderes sein als Ansporn für ihn und zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspielperiode mit ihm gehen muss und nur über ihn gehen kann. Und ich glaube, so Da müsste er sich aber um 80% noch steigern, Alter. Das sehe ich nicht. nimmt er das auch an. Ich habe schon gesehen, dass er enttäuscht ist und auch sauer ist, was auch ganz normal ist. Und das gilt jetzt umzuwandeln in Leistung. Sich ja seinen Platz hier zurückerkämpft. Aha, den hast du ihn in den Arsch geschoben, Alter. Zurückgekämpft. Sich gar nichts zurückerkämpft, Alter. Leimer hat die ganze Vorbereitung gespielt, dann hat man Leimer einfach rausgenommen. Was ist daran denn zurückerkämpft? Nochmal, hätte der Leon überragende Leistungen gebracht, hätte man darüber reden können, von zurückgekämpft, aber der hat halt durchschnittliche Leistungen gebracht, ja. So, nicht mehr, nicht weniger. Was ist daran zurückerkämpft? Seit dem ersten Punktspiel und muss hier schauen, dran zu bleiben. So ist es. Das müssen wir auch alle akzeptieren, dass der Bundestrainer die Entscheidung trifft und die dann auch verantwortet und seine Gründe dafür hat. Da gibt es nichts öffentlich zu kommentieren. Das haben wir alle zu akzeptieren und dann das Beste draus zu machen. Nebendran Mario Krischl für den Kicker, bitte. Herr Tuchel, wie schaut es denn personell aus vor dem Spiel und warum wird Gladbach dieses Mal nicht zum Stolperstein für die Bayern? Na, wir Harry Kane haben, Alter. Weil wir natürlich, sobald eine Serie gegen uns läuft, nicht an Serien glauben. Versuchen nicht an Serien zu glauben. Das gibt es ja immer im Fußball. Ist auch der einzige Punkt, der mich positiv stimmt. Wir müssen uns halt darauf einstellen, auch wenn es jetzt noch nicht so war, dass es noch einige Gegentore regnen wird, dass wir in der Champions League, ja, wir werden die Vorrunde überstehen, danach muss man mal gucken, wer so kommt. Da werden wir nicht weit kommen, es sei denn, wir verpflichten vielleicht in der Winterpause noch einen richtigen Sechser, wer weiß. Oder irgendjemand von den drei wächst in die Rolle rein eines richtigen Sechsers, wie man wird sehen. Oder man hat vielleicht jetzt doch mal die Idee, mal die Licht aufzustellen mit Minjay und Upa auf die Sechser zu stellen. Vielleicht werden wir jetzt dazu gezwungen und können uns dann irgendwie 60, 70 Millionen sparen. Ja, aber dazu ein bisschen mehr in einem Transfer-Talk. Ja. Fußball, dass man sich auf irgendeinem Platz und in irgendeinem Stadion schwer tut. Die Bayern hatten das ja mal mit Kaiserslautern und glaube auch mal mit Frankfurt. Da wurden ja Trikots gewechselt in brasilianische Farben und alles, so wie ich das erinnere, als Jugendlicher und als Kind. Das kann schon mal passieren, dass das ein Stil und eine gewisse Atmosphäre und so weiter einfach nicht passt zueinander. Und aber genau, ich hatte den Faden verloren, was ich sagen wollte. Harry Kane wird halt einfach eins mehr schießen, wie wir hinten kriegen. Dann läuft der Lachs. Dass man sich da schwerer tut, das respektieren wir, aber glaube ich. Aber wir werden weiterhin lahmarschigen Fußball über die Mitte sehen, vor allem solange Musiala nicht da ist. Wenn da Kimmich und Goretzka unser Spiel aufbauen, dann ist das halt, ja, schwierig. Dass wir trotzdem als Favorit auch mit dem Anspruch nach Gladbach fahren, dort zu gewinnen. Ja, na klar, Alter. Ist das eine Frage oder was? Das ist absolut unser Ziel. Wir brauchen dafür eine gute Leistung. Wir müssen anknüpfen an die Dinge, die wir gegen Werder Bremen gut gemacht haben, an die zweite Halbzeit gegen Augsburg, an die Dinge, die wir gut gemacht haben. Und müssen an den Sachen, die insgesamt gut liefen, wie der Zweikampfquote, wie insgesamt die Aktivität, der Fleiß gegen den Ball, das Herausspielen von Torchancen, an den Dingen einfach dranbleiben und unsere Sachen machen und uns nicht so viel und Harry Kane mal ein bisschen mehr ins Offensivspiel einbinden. Beschäftigen, mit welche Serien da waren und wie das bisher war, sondern das wird morgen neu angepfiffen. Und wenn in Gladbach gegen Bayern angepfiffen wird, wissen wir auch, was uns erwartet. Es ist emotional, es ist ein besonderes Spiel, es hat viel.
Gladbach hat so viel Substanz verloren, Alter. Also wenn du da nicht gewinnst, dann weiß ich auch nicht. Selbst Leverkusen hat die 3-0 weggehauen, also. Das Spiel nicht gesehen, spielt auch keine Rolle, aber ja, also da gibt es keine Ausreden dieses Jahr. Ja. Gladbach ist nicht mehr die Mannschaft, wie sie es letztes Jahr war oder davor das Jahr. Klar werden die wahrscheinlich immer noch auf Konter spielen und so weiter, aber gut, da sind wir natürlich auch weiterhin anfällig mit unseren beiden Kanonen da in der Mitte. Von daher wird es schon interessant werden, aber wie gesagt, Harry Kane muss einfach mehr Tore schießen, wie wir hinten kriegen. Historie. Und dagegen spielst du dann an. Aber was hilft, ist, sich umzuschauen in der Kabine, zu wissen, dass die Nebenspieler da sind, für mich bereit sind, die Sachen auszubügeln, die vielleicht mal schief laufen und dass wir unsere Prinzipien durchspielen und nicht alleine sind, sondern dass wir das gemeinsam angehen und unser eigenes Spiel in den Mittelpunkt stellen und die Verbesserung unseres Spiels in den Mittelpunkt stellen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir alles haben, um Spiel zu gewinnen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Spielglück, ist doch klar, in ein paar entscheidenden Situationen müssen wir voll da sein und dann haben wir es in der eigenen Hand, hoffentlich, das so zu gestalten, wie wir das wollen. Personal, Jamal ist noch zu früh. Da werden wir in der jetzigen Phase der Saison einfach auch gar kein Risiko eingehen. Minche hat gestern eine Pause gemacht, der hatte einen Krampf im Spiel in der Wade, eine Verhärtung ist daraus entstanden. Der wollte eigentlich ins Training, dann haben wir die Vorsichtsmaßnahme ergriffen und gesagt, er soll einen Tag pausieren. Da erwarte ich eigentlich jetzt grünes Licht dann von den Medizinern und vom Spieler und gehe davon aus, dass er spielen kann und alle anderen dann auch bereit sind zu spielen. Eins daneben, Manuel Brunke für die TZ. Herr Tuchel, Palhinha, brauchen wir noch 2-3 Stunden, haben Sie gesagt. Ryan Gravenberch ist schon einen Schritt weiter, der ist schon in Liverpool. Können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, warum es nicht so hingehauen hat zwischen Ryan Gravenberch und FC Bayern? Zu ähnlicher Spieltyp auf der 8 oder zu offensiv? Was ist da Ihr Gedanke? Ist für mich ein offensiver Spieler, ist für mich ein Achter. Ich glaube, die Hauptproblematik für Ryan liegt erstmal liegt daran, dass ein Kimmich da ist, der einfach immer spielt. Scheißegal, wie schlecht er spielt. Darin, dass wir so die Achterposition gar nicht richtig haben im Moment. Und auch die letztes Jahr in 4-mit-5er-Kette gespielt, auch mit einer Doppel-6, mit 3 Offensiven dann, es die auch nicht richtig gab. Im 4-2-3-1 gibt es den Achter so nicht. Und in der offensiven Reihe mit den 3 offensiven Halbstürmern, Zehnerpositionen ist die Konkurrenz natürlich extrem groß. Es sind viele Spieler, die auch schon lange für Bayern spielen, viele Spieler, die... Ja, und wenn du ganz lange für den Verein spielst, dann musst du immer aufgestellt werden. Weil du spielst schon so lange für den Verein. Wissen, die auch sehr gute Wechsler sind und die weiter akklimatisiert sind, die mehr Wettkampferfahrung haben als Ryan. Ich glaube, das war erstmal... Wie soll er denn auch Wettkampferfahrung haben, wenn er sie gar nicht erst bekommt? Sind halt, ja, sollte man selber merken, wa? Das Hauptproblem Ryan an sich ist ein sehr netter Kerl, ein fleißiger, ein sehr talentierter Spieler, sehr, sehr aufgeschlossen, sehr höflich. Also von daher gibt es überhaupt keine Probleme. Der jetzt aber seit längerem, eigentlich fast schon als ich ankam, einfach mit seiner Situation hadert, nicht zufrieden. Ja, ist doch klar, wenn man ein Jahr auf der Bank sitzt, Alter. Wenn man ihn holt und ihn verspricht, jo, du bist hier in voller Konkurrenz und ja, dann stellst du Kimmich und Goretzka auf, die ein Jahr lang keinerlei Leistung bringen, einfach unterirdisch schlecht spielen und du bekommst nicht einmal die Chance, dich mal dagegen durchzusetzen. Also. Zufrieden ist und da muss man sich nicht wundern. Die Möglichkeit dort in Liverpool sieht, in einem 4-3-3 mit 2 Achterpositionen einfach dort um einen Platz zu kämpfen, der seinen Qualitäten und seiner idealen Position dann am nächsten kommt. Und dann ist es wie immer, wenn dann Spieler, und wir sehen ihn aktuell in der offensiven Dreierreihe in unserem Spielsystem. Ja, wo soll er da spielen? Und wo soll er in der offensiven Dreierreihe spielen? Coman, Gnabry, Sané, Musiala, Müller, zur Noten Davis und ein Guerrero hinten, ein Zell, ein Schuppo. Sind schon 8 Spieler. So, wo soll da noch ein Gravenberch hin? Ja, und Gravenberch ist auch ein Spieler, der Raum braucht. Und nicht einer, der auf engen Raum rumdribbelt. Also. Ist halt einfach, ja, wenn wir da das System spielen, was wir gerade spielen, nicht der Spielertyp, den wir brauchen. Ne? Punkt. Es ist schade, ja, dass man dem Jungen nicht die Chance gegeben hat. Aber jetzt nach einem Jahr muss man da dann auch nicht mehr rumeiern. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wir haben die Kohle mitgenommen. Sofern das Ding jetzt safe ist.
Und gut ist. Dort ist die Aussicht für ihn und die Konkurrenz einfach sehr, sehr hoch. Und wenn dann ein Spieler über eine lange Zeit einfach auch weg will und das immer wieder äußert, dann werden wir uns immer damit beschäftigen, weil wir wollen natürlich, dass jemand gerne hier ist, dass jemand seine Rolle akzeptiert, dass jemand auch die gerne akzeptiert, durch auch mal harte Zeiten auch mal weiß, ja, wie man da durchkämpft. Naja, wie gesagt, nach einem Jahr muss man das aber auch mal verstehen, dass er so eine Ansicht hat, ne? Und sich durchbeißt und weiß, dass es da für ihn, das auch unbedingt will, dass es für ihn hier weitergeht und für ihn besser wird. Und ja, aber da muss man den Spielern halt auch mal die Chancen geben. Dann hätten die Spieler vielleicht auch diese Einstellung. Aber nochmal, wenn du so, habe ich letztes Jahr schon ausgeführt, wenn du auf der Bank sitzt, als talentierter Spieler oder nicht talentierter Spieler, ist ja egal, als von dir überzeugter Spieler, und du siehst, dass die Leute, die auf meinen Positionen spielen, grottenschlecht spielen, aber jedes Spiel wieder spielen dürfen. Was erwartet man dann von diesem Spieler? Dass der Spieler nach einem Jahr dann immer noch den Ehrgeiz hat und sagt, oh ja, ich will hier unbedingt bleiben, so ein geiler Verein, ich will mich hier unbedingt durchsetzen. Ja, wie? Man hat dem Spieler halt sämtliche Motivation genommen. Ja? Und das ist das riesengroße Problem bei uns. Habe ich letzte Saison schon ausgeführt. Und es geht diese Saison wieder nahtlos weiter. Aber kommen wir im anderen. Das meine ich komplett ohne Vorwurf. Und wenn das nicht so ist, dann, ja, und dann ein Angebot kommt, dann werden wir uns immer damit beschäftigen. Und so ist es im Moment, ohne dass es aktuell, glaube ich, komplett durch ist. Ne? Ja, und dann hast du dich beim Pavard, war es dann so mega überraschend, oder was? Aber die Tendenz ist klar. Nächster ist Gary Howe für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, Benji Pavard hat den Verein verlassen. Sie haben gesagt, eigentlich nur, wenn auch ein Ersatz kommt. Jetzt ist noch keiner da. Soll dann noch was passieren oder gibt es heute die Überlegung, das intern aufzufangen? Und falls ja, wäre das dann auch... Ja, mit dem Blick jetzt gesehen hast, ist damit intern aufzufangen gar nichts zu sehen. So, was soll ich? Vielleicht besser gewesen, Josip Stanisic zu behalten, weil es ja ein ähnlicher Spieler ist. Ja klar, wäre es besser gewesen. Ja, absolut, kann man so argumentieren. Es ist sehr schwer dagegen zu argumentieren. Deshalb sieht es nicht ganz glücklich aus für uns. Das sieht nicht ganz glücklich aus. Das sieht aus, als wäre die Leitung, die das da Sagende hat, auf Kreisliga A-Niveau. Uns die Situation. Nur in der Kreisliga A kannst du in der Nachbarschaft rumrennen und kannst sagen, hallo, hast du schon mal vom Ball getreten, dann komm mal mit. Das ist der Unterschied. Und nur, wenn man Entscheidungen beurteilen, müssen wir natürlich uns bemühen, an den Moment der Entscheidung zurückzugehen. Und in dem Moment, als wir Stani entschieden haben, war kein Angebot für Benji da. Und Benji war in dem Moment auch nicht bei mir, um das klar zu formulieren. Hat er alle Vorbereitungsspiele gemacht. Und dann war für Stani, auch für uns, ehrlich gesagt, für den Verein und für Stani persönlich, es eine Top-Lösung, ihn auszuleihen an einen guten Club, Gut, er hat alles gesagt. Also erstmal habe ich ja auch schon gesagt zu dem Video. Stani und Pavard, gab es ja ein extra Video zu. Gucke ich das gerne an. Natürlich war es für den Stani die perfekte Lösung. Ja, wenn er da mehr Durchsetzungschancen bekommt, wenn er da Spielzeit bekommt, kann er als gestandener, weiterentwickelter Spieler zurückkommen, so wie ein Slam oder Alaba. Wir haben da ja mehrere Beispiele. Gar keine Frage. Ja, aber es war doch klar, seit Ende letzter Saison, schon seit Winterpause letzte Saison, dass ein Pavard seinen Vertrag nicht verlängern wird. So, also, welche verkackten Möglichkeiten habe ich dann als Verein? Ich habe die Möglichkeit, übrigens, weil ich mache mal einen Tag weiter, war ja ein ganz schlechtes Standbild. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, alles gut, du möchtest gerne gehen, kommt ein passendes Angebot, darfst du gehen. Denn wenn ich das so klar formuliere, dann habe ich die Pflicht, mich da hinzusetzen, mir 3, 4, 5 Alternativen rauszusuchen, wo ich weiß, ich möchte da gerne für ein Pavard 30 Millionen haben, dann kann ich 30 Millionen reinvestieren oder 20 oder 40, je nachdem wie der finanzielle Spielrahmen ist. Dann mache ich das soweit fertig. Punkt. Dann hätte man auch gleichzeitig, weil dann noch die Ausrede kam, ja, da gab es noch kein Angebot von Inter, dann hätte man auch klar formulieren können in Richtung Pavard bzw. seinem Berater, pass mal auf, hier, du hast bis 4 Wochen bevor die Transfer, oder sagen wir 2 Wochen, reicht ja auch noch, oder 3 Wochen vorher, ist das Zeitfenster. Hast du bis dahin keinen Abnehmer gefunden für ihn, bleibt er bei uns, Punkt. Bam. Fertig.
Andere Möglichkeit wäre, man hätte gleich gesagt, nee, du gehst nicht, du erfüllst deinen Vertrag, fertig. Es ist uns egal, was du möchtest. So, das wären die beiden Möglichkeiten gewesen. Dieses Rumgeeier und Rumgedruckse und jetzt diese Aussagen, ja, nee, der ist gar nicht zu mir gekommen. Der hat mir das gar nicht gesagt. Der hat ja jedes Vorbereitungsspiel gespielt. Da dachte ich natürlich, der ist glücklich und bleibt hier. Was ein Bullshit. Und was ein Rumgelüge auch. Ja, das nehme ich den Tuchel nicht ab. Sorry, Leute. Es kann ja gut sein, dass ein Benji nicht direkt hingegangen ist und gesagt, Trainer, ich möchte hier unbedingt weg. So, mag ja gerne so sein, aber er kann mir doch nicht erzählen, dass er das nicht mitgekriegt hat. Also, und dass die Oberen wussten das eh schon. Ne? Es war lange Zeit kommuniziert, es gab schon eine Absprache, dass wenn ein passendes Angebot kommt, er gehen darf. So, man hat es einfach verpennt, weil man seinen verdammten, verkackten, kompletten Fokus auf den Harry Kane gelegt hat, wo man sich schon absolut der lächerlich preisgegeben hat. Und hat alles andere schleifen lassen. Und hat jetzt am Ende dafür die Quittung gekriegt. Ja? Und haut dann noch einen Stunny weg. Mit welchem Hintergedanken? Ja, ein Pavard, den halten wir jetzt, oder was? Den verbieten wir jetzt zu wechseln, weil wir brauchen die 30 Millionen nicht und wir hätten gerne einen unzufriedenen Spieler, der dann keine Leistung bringt, den Kopf hängen lässt, die Mannschaft runterzieht. Ja, das ist, was wir wollen. Und wir lassen ihn dann natürlich nächstes Jahr umsonst gehen, weil er wird auf keinen Fall verlängern. Leute, also ganz ehrlich, da sitzt ein Uli Hoeneß, ein Karl-Heinz Rummenigge, Chrissy als Finanzgott, sei mal dahingestellt, Marco Neppe, der angeblich der, was weiß ich was, Fußball-Sachverstand hoch 10 hat, und ein Tuchel. Nehmen wir jetzt nur mal die sportlich ein bisschen was in der Birne haben sollten. Und die raffen das nicht. Argumentation abgeschlossen, oder? Der in der oberen Tabellenregion mitspielt, der vielleicht auch ein großer Konkurrent für uns ist und nicht nur vielleicht, Kollege. Ihm dort die Möglichkeit eigentlich zu geben. Das war dann in diesem Moment, war das der Plan, der Nachfolger von Benji zu werden, weil wir davon ausgegangen sind, dass Benji dieses Jahr bei uns... Das ist einfach eine Lüge, Alter. Das ist einfach eine kackendreiste Lüge. Das kann mir keiner erzählen, dass sie wirklich... Er wurde doch sogar schon... Am Anfang der Vorbereitung wurde er schon auf den Pressekonferenzen darauf angesprochen. Und dann setzt er sich jetzt wirklich dahin und sagt, ja, ich wusste von gar nichts. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ein Benji Pavard hier voll eingeplant ist. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir ihn nächstes Jahr dann umsonst gehen lassen. Allein diese Logik gibt es doch schon nicht. Doch nicht bei einem Spieler, der dir 30, 35 Millionen bringt. Da hast du doch nicht die Logik zu sagen, ja, ist mir egal, wir lassen den dann nächstes Jahr umsonst gehen. Alter. Uns durchspielt. Das war zu dem Moment die Situation. Das ist Korinthenkackerei, Rumreiterei. Schön wäre gewesen, er hat es ja so ein bisschen eingestanden, zumindest ja, das war ein Fehler, und dann aber zu revidieren, zu der Zeit, wo wir das entschieden haben, war das aber so und so. Man hätte einfach mal jetzt die Eier haben und sich da hinsetzen sollen und sagen sollen, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und müssen wir jetzt mit klarkommen bis zur Winterpause. Gut. Menschen machen Fehler, Clubführer machen Fehler, alles gut, kann ich mit leben. Ja? Wird man halt mal gezwungen, seine jungen Spieler, die man hat, einzusetzen. Alles gut, habe ich persönlich gar kein Problem mit. Ja, in der Hinrunde werden noch keine Titel entschieden. Alles gut. Gar kein Problem. Aber dann kommunizier das doch klar. Dann ist doch alles fein. Also für mich persönlich. Klar ist das dann immer noch ein Armutszeugnis, aber Menschen machen Fehler, ist völlig okay. Aber wenn man Fehler macht, muss man dazu stehen und das kommunizieren. Dann fertig. Dann verzeiht man Fehler. Aber nicht, wenn man dann versucht, Fehler zu rechtfertigen mit Rumlügerei, Alter. Für die wir uns dann entschieden haben. Sind da Stani sehr weit entgegengekommen und haben dann letztendlich sind wir über unseren Schatten gesprungen und haben die Entwicklung des Spielers in den Mittelpunkt gestellt, um für uns langfristig zu sagen, wir bekommen. Das ist auch gut. Ich denke auch, da wird der Freund schon einen gewissen Einfluss gehabt haben, der da gesagt haben wird, ja, das macht schon Sinn. Es macht auch Sinn, haben wir früher, habe ich ja gerade schon gesagt, bei Philipp Lahm, bei Alaba und so weiter, haben wir das ja schon oft genug gut praktiziert, ne? Aber wenn man halt den Gedanken im Hinterkopf hat, yo, wir geben Pavard noch ab, dann hätte man sagen sollen, nein, Stunny, du bleibst hier, weil du kriegst hier Spielzeit. Und Stunny hätte doch in Konkurrenzkampf gehen können mit Mazraoui. Bitte dich. Also der hat bisher diese Saison noch nicht eine überragende Leistung gezeigt, wo man jetzt gesagt hätte, wow, er ist aber gesetzt. Und das ist er jetzt. Scheißegal, was er für Leistungen bringt. Es gibt einfach keinen Konkurrenten. Keinen. Null. Und dann hoffentlich ein Spieler mit Spielpraxis und mit mehr Spielpraxis als bei uns zurück. Ja,
Dann hat sich die Situation mit Benji eigentlich um 180 Grad geändert und das ist jetzt schon eine große Lücke, die da klafft und die wir jetzt in einer sehr kurzen Zeit, sehr kurzfristig versuchen aufzufüllen. Ja, der Versuch ist gescheitert. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und klar, wir haben Conny, der flexibel spielen kann, der jetzt auch Stell den verfickten Kimmich auf diese verfickte Position, Alter. Boah, ja, ich werde wieder beleidigen. Könnt ihr wieder als positives Kritik dalassen. Ist richtig, werde ich, weil es mich emotional berührt, Alter. Dass die ganze Zeit ein Kimmich in der Mitte spielt und einfach der ist einfach nicht kompetent genug, diese Rolle zu spielen. Und als rechter Verteidiger war er gut. Also, stell ihn dahin, stell den Conny in der Mitte auf die 8, die Pressingmaschine rennt, stell den Goretzka daneben oder dahinter und dann ist doch gut. Und wenn der Goretzka das nicht geschissen kriegt, dann machst du den Tapolic da rein und gut ist. Fertig. Punkt. Aber nimm doch endlich den scheiß Kimmich da aus dem Zentrum raus, Alter. Meine Fresse, dass da keiner die Eier im Verein hat. Das riecht mich sowas von auf, Leute. 20 Minuten mal auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, aber im Moment haben wir weniger Konkurrenzkampf, wir haben weniger Verlässlichkeit auf den einzelnen Positionen im Defensivbereich. Rechte Seite Viererkette, Innenverteidiger, Doppelsechs, als wir das noch in der vergangenen Saison haben. Das ist jetzt nicht gerade ein Wunschszenario. Wir versuchen das nicht noch zu ändern. Und wenn nicht, dann müssen wir kreativ werden. Dann nicht. Ja. Dann die DPA mit Klaus Bergmann. Herr Tuchel, Leroy Sané macht einen sehr engagiert. Wenn du jetzt anfängst, den wieder in den Himmel zu loben, weil er 2 gute Spiele gemacht hat, Alter, dann falle ich hier bald vom Glauben ab. Auch einen sehr zielstrebigen Eindruck in diesen ersten Wochen. Ist da irgendwas passiert im Sommer? Oder ist es so, das haben wir schon öfter erlebt, dass er so sehr gut losgelegt hat in der Saison, starke erste Hälfte und dann ist er wieder 3 Monate lang nicht zu sehen. Fiel es so ab. Nehmen Sie trotzdem eine Veränderung bei ihm wahr? Ja, im Moment ja. Immer dann, wenn Leroy ist sehr positiv, auch im Training sehr positiv, Körpersprache ist sehr positiv. Körpersprache war auch im letzten Spiel sehr positiv. Also da habe ich kein Abwinken oder sowas gesehen bei ihm. Hat mir wirklich gut gefallen. Also da ist er auf einem guten Weg. Und es wäre schön, wenn er das jetzt auch mal durchzieht in der Saison. Das wäre mal wünschenswert. Ich habe das Gefühl, dass er gerne hier ist, dass er im Moment das auch genießt, auf dem Platz zu sein. Und ich behaupte, ich kann das ablesen, an dem wir in seiner Körpersprache, Nein, da müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Wenn der Tuchel anfängt zu sagen, er kann das ablesen, wenn er uns mal erzählt, im Training ist alles top, aber wir kriegen es nicht im Spiel umgesetzt. Mit den Nebenspielern, wie er mit sich selber zufrieden ist. Und wenn er damit sich im Reinen ist, dann kann er jemand sein, der den Unterschied ausmacht. Dann muss er sogar jemand sein, der die Liga dominiert. Genau. In der Statistik auch dominiert und nicht nur in einzelnen Phasen des Spiels dominiert. Das ist das, was wir von ihm erwarten. Er ist aus dem Alter raus ein Talent zu sein. Er ist aus dem Alter raus ein Potenzialspieler zu sein. Es ist einfach so, dass er in diesem... Er muss jetzt die Saison liefern, sonst ist er nächste Saison weg. Punkt. Wir haben den schon viel zu lange mit durchgeschleppt. Er muss das diese Saison wirklich zurückzahlen, damit man sagt, jo, hat sich gelohnt, wie lange ist er jetzt da? 2 oder 3 Jahre schon? 2, wa? Ja. Dieser Liga mit den Fähigkeiten. Aber schön, dass er das auch so klar und deutlich sagt. Fähigkeiten, die er körperlich, vom Talent sowieso, aber auch körperlich mitbringt, muss er die Liga dominieren auf seiner Position, was Assists und Tore angeht. Und damit er das kann, er ist ein sehr sensibler und junger Mann und ein sehr netter Kerl übrigens und ja, sehr sensibel. Deshalb ist es extrem wichtig, dass er sich wohlfühlt, damit er mit sich selber auch im Reinen ist, mit sich selber positiv ist und positiv bleiben kann und damit auch gut auf andere wirkt. Und das ist im Moment der Fall und wir werden alles tun, damit er daran bleibt. Aber es gilt da weiter Biss zu zeigen und niemals zufrieden zu sein. Und er muss die Quote in den Mittelpunkt seines Spiels stellen. Eine letzte noch, Mario Knischl, bitte. Sie werden vermutlich nichts zur Aufstellung sagen, aber wären denn theoretisch Matthijs de Ligt und Thomas Müller inzwischen bei nahezu 100% oder bereit für 90 Minuten beide? Ja. Kommen immer näher ran, können auf jeden Fall dadurch, dass mit jeder Trainingseinheit, mit jeder Trainingswoche, die wir ja jetzt auch haben, erhöht sich
erhöht sich die Fitness und ihre körperliche Verfassung und deshalb können sie auf jeden Fall starten. Wir werden immer Härtefälle haben und es werden immer Leute auf der Bank sitzen bei Bayern, die starten können. So muss das sein. Du bei Bayern unterschreibst, musst du einfach immer bereit sein. Und es können nicht alle immer starten, die es verdient haben zu starten. Deshalb wird sich das nie ändern. Das heißt, nicht alle, die auf der Bank sitzen, haben es verdient, auf der Bank zu sitzen. Und die auf der Bank sitzen, müssen unbedingt in der Verfassung auf der Bank sitzen, dass sie bereit sind, eigentlich zu starten, weil nur dann können sie uns helfen. Das Ego muss immer hinten anstehen. Es muss immer alles getan werden, um dem Team zu helfen. Da gibt es auch den Unterschied, zwischen mir die Entscheidung schwer zu machen und vielleicht auf mich sauer zu sein. Man kann trotzdem positiv sein von der Bank und seine Mitspieler pushen. Man muss nicht zum Egoisten werden. Man muss nicht dem Gegenspieler was Schlechtes wünschen. Es ist genau umgekehrt. Die beiden, die Sie genannt haben, sind absolut bereit für die Startelf. Die spielen, müssen sich verdienen. Du musst ja immer verdienen, in der Startelf zu sein. Die dann spielen, müssen darum kämpfen, dass wir so spielen, dass wir es verdienen zu gewinnen und dass sie dann auch drin bleiben. Und dann geht es von Woche zu Woche. Der Kader ist im Moment sehr klein. Wenn es von Woche zu Woche geht, ja. Aber Taktikfuchs, Leute. Schaut rein. Meine Aufstellung für morgen. Deshalb werden wir alle brauchen. Und dann werden wir das nach dem Abschlusstraining und nach der Reise nach Gladbach entscheiden, wer spielt und ob es Veränderungen gibt und wie viele. Dann haben wir alles. Vielen Dank. Danke. Dann haben wir alles. Ja, wilde Pressekonferenz. Wild. Aber diesmal nicht ganz so hohle Fragen, muss man sagen. Und wir haben ein paar Aussagen gehabt. Ein paar, wo er Tacheles geredet hat. Ein paar, wo er sich ein bisschen was selber vormacht, habe ich so das Gefühl. Auf ein paar Wahrsituationen bezogen, aber gut, sei mal dahingestellt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, schaut im Taktikfuchs rein und in die anderen Videos zu den Transfergeschichten. Tschüss.